Wir stehen ja eigentlich mitten im Jahr drin. Sommerferien. Und ich weiss, es ist eigentlich schon ein bisschen über die Mitte aus, aber für mich ist es in der Fußballterminologie so ein bisschen die Halbzeitpause, vom Jahr, wo man so mal zwischendrin vielleicht neu orientieren kann, wo irgendwo mal so eine Pause kommt. Und die einen von uns sind sicher schon in dieser Pause, schon wieder zurück. Der anderen steht sie vielleicht noch bevor. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber auch bei mir persönlich ist so ein bisschen im Moment gerade Halbzeitpause. Oder man könnte sagen, die Halbzeitpause, die einfach weiterläuft. So mittendrin bin nämlich auch ich persönlich. Ich bin seit wenigen Wochen 40. Und, genau. Merkt der Namik, wie alt ich bin, wenn mir zum Beispiel am Sonntagmorgen ein junger Bursch sagt, weisst, ich bin ja auch schon alt, und wenn du zurückfragst, wie alt du bist, dann sagt er Jahrgang 92. Dann bist du, okay, in dem Fall bin ich sehr alt. Entschuldigung, alle, die jetzt zwischen da sind, ein bisschen älter als ich. Aber irgendwo bin ich auch mit drin. Und ich habe das in der Statistik noch angeschaut. Also, als ich auf die Welt gekommen bin, hat meine statistische Lebenserwartung 73 Jahre betroffen, schweizerisches Mittel. Und in den letzten 40 Jahren, bis jetzt, ist das nochmal um 10 Jahre gestiegen. Und darum heute, ein 40-jähriger Mann hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83. Soll noch einer sagen, es wird immer alles nur schlechter. Das zumindest wird besser. Und darum bin ich so, noch nicht ganz in der Hälfte, aber fast. Und ich habe gedacht, das ist ein guter Grund, um über das Leben mitten drin zu reden. Mitten in diesen Sommerferien. Und ich muss sagen, ich habe ja wirklich auch schon vieles erleben. Ich durfte eine gute Kindheit erleben. Ich habe das Privileg, in einem der besten Voraussetzungen, in den besten Voraussetzungen, die man haben kann, aufzuwachsen in der Schweiz. In einem Land, wo man eigentlich alles hat. Ich durfte Schulen und Ausbildungen besuchen. Ich durfte reisen, und zwar freiwillig. In verschiedene Art und Weise, ferienhalber, aber auch aufgrund von Einsätzen. Und ich konnte 4 Kontinente sehen. So. Ich durfte heiraten, für mich ein wunderschöner Moment. Ich durfte Geburten erleben von meinen 2 Kindern, die einen gar noch nicht so lange her. Ich durfte echt viel schon erleben. Das ist so der schöne Teil, oder? So die Sahnehaube. Aber es gibt natürlich auch das andere. Ich durfte auch Schmerzen erleben, auch Schwieriges, Belastendes, Kraftlosigkeit, Brüche, Schicksalsschläge. Trauer. Und vermutlich muss ich mich in den nächsten 43 Jahren auf das noch einstellen, dass irgendwie beides drin ist. Viel Schönes und vieles Herausforderndes. Und mir ist auch bewusst, wenn ich heute rede, dass wir da rein, und das ist vielleicht auch die Schönheit der Kirche, ganz eine Fülle an Lebenssituationen haben. Und wenn du so über dies mit drin nachdenkst. Weil du bist irgendwo auch mit drin. Vielleicht nicht ganz so schön in der Mitte wie ich. Vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Aber du hast auch mit drin. Und ich bin mir bewusst, dass das total unterschiedlich bei uns allen aussehen kann. Die einen haben vielleicht gerade so wirklich das Hoch vor ihrem Leben. Vielleicht die lang ersehnten Ferien gerade vor sich. Vielleicht aber auch die Reise, die man schon immer geplant hat. Vielleicht sonst einen schönen Moment. Vielleicht hast du gerade geheiratet oder heiratest noch. Vielleicht hast du gerade etwas erreicht, wo du dich schon lange darauf eingestellt hast. Vielleicht geht es dir aber auch völlig anders, dass du merkst, irgendwo hast du gerade etwas Schwieriges, was ansteht. Ich habe heute Morgen das letzte Mal ein WhatsApp bekommen von jemandem, der in meinem Umfeld gerade einen Schicksalsschlag erlebt. Es ist einfach eine Realität. Egal in welcher Gesellschaftsschicht wir uns bewegen. Dass auch Schwieriges kommt ins Leben hinein. Herausfordernd. Und so mit drin ist dann manchmal irgendwie auch herausfordernd, den Überblick zu wahren. Mir geht es so, dass ich teilweise das Gefühl habe, hey, ich lebe das Leben so richtig und die Zügel sind in meiner Hand. Und teilweise lebt mit einem plötzliches Leben. Und ich bin so ein bisschen Land unter. Ein Ausdruck, den wir im Moment auch aus der Wetterprognose in den einen Teil von Europa kennen. Dass man das Gefühl hat, hey, wie komme ich da noch durch? Und so in den vergangenen Sommersündigen haben wir uns schon ein paar Gedanken über das Leben mit drin gemacht. Wir haben uns die Frage gestellt, ob da genug ist für mich mit der Geschichte von Kain und Abel. Wir haben gehört von Enttäuschungen, die mit im Leben vorkommen und im Umgang damit. Und wir haben letzte Woche auch darüber nachgedacht, wie wir Weichen stellen in unserem Leben, um gut zu enden. Und so ist heute so mein ganz persönlicher Ansatz. Und ein paar ganz persönliche Gedanken zum Leben mit drin und etwas, was mich darin begeistert und wo mir auch Halt gibt. Und ich freue mich, euch auf das mitzunehmen. Und darum wenn wir zum Start unserer Predigt heute nicht mit drin anfangen, sondern ich nehme euch mit an den Anfang. An den Anfang von einem Evangelium, einerseits, aber auch an den Anfang von allem, weil der Text beschreibt den Anfang von allem. Und ich werde mit euch zusammen entdecken, was das mit unserem Mitten drin im Leben könnte zu tun haben.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Es ist ein Vers, 3 Teilsätze, 16 Worte. Und sie sind nicht mega spektakulär, sie sind recht normal. Es sind Aussagesätze, die der Johannes am Anfang von seinem Evangelium stellt. Die Sätze, die begleiten mich schon seit einer Weile. Ich habe nämlich die Ehre gehabt, für eine Traupredigt mir vertieft Gedanken zu dem Text zu machen. Das ist schon eine Weile her. Ein Brautpaar hat mir eine Challenge gegeben. Ja, man kann auch das als Traupredigt auswählen. Und seitdem begleitet mich der Vers und lässt mich nicht mehr los. Und ich freue mich darum, heute euch ein bisschen Anteil an dem zu geben, was er mit unserem Mittendrin zu tun hat. Die einfachen Worte haben einen unglaublichen Anspruch. Die wollen nämlich eine der tiefgreifendsten Fragen vom Christentum klären. Wie komme ich da drauf? Wir können sagen, in diesem Satz hat es 3 so Hauptschlagworte. Das eine ist der Anfang. Das andere ist das simple Wort Wort. Und dann das dritte ist Gott. Beim Anfang handelt es sich um eine zeitliche Orientierungsangabe. Also es geht da um eine Zeit vom Anfang, um einen Abschnitt vom Anfang. Und dann bei Wort und Gott handelt es sich um 2 Sachen, die in Beziehung gestellt werden, in Relation gebracht werden. Das ist das, was der Satz macht. Der dreht sich um die 3 Worte und verknüpft die so miteinander. Jetzt, Gott, von dem haben wir ein Konzept. Darum bist du aufgestanden heute Morgen, kommst in die Kirche, gehst zur Predigt. Und auch der Johannes hat eins gehabt. Er ist aufgewachsen in der jüdischen Tradition und wenn er von Gott redet, dann redet er vom Gott Jahwe, vom Schöpfer von Himmel und Erde, von den Juden. Und das ist der Gott, den wir Christen auch anbeten, als der Schöpfer von Himmel und Erde. Und das ist darum vielleicht gar nicht so fraglich, was da gemeint ist. Das ist eher simpel. Aber beim Wort, da braucht es eine kleine Erklärung. Weil das ist irgendwie kryptisch. Und der Johannes gibt uns zum Glück die Erklärung ein paar wenige Vers später. So lesen wir im Vers 14, wie der Johannes schreibt, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Beim Wort handelt es sich also um eine Person. Um eine Person, wie sich später herausstellt, die eine Hauptperson ist, oder die Hauptperson im Evangelium von Johannes, nämlich um Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes. Und darum ist der Satz so tiefgreifend, weil der will etwas machen. Der will nichts Geringeres als das Verhältnis zwischen Jesus Christus, dem Sohn, dem Wort und Gott klären. Ganz einfach gesagt kann man sagen, er will eine Aussage machen darüber, ob jetzt Christus Gott ist oder nicht. Und das ist eine der wichtigsten Fragen vom Christentum. Und das ist auch die Frage, die das Christentum und unser Glauben von ganz vielen anderen Religionen unterscheidet. Und ich würde mal sagen, das ist schon mal in sich spektakulär. Aber darum tauchen wir noch ein bisschen tiefer. Und wir fangen miteinander am Anfang an. Und ich habe da das Wort Anfang mitgebracht. Ein kleines Kreuzworträtsel heute. Natürlich fangen wir am Anfang an. Wo auch sonst, wenn wir anfangen, weil der Anfang ist der Anfang. Und im Griechischen steht hinter dem Wort Anfang das Wort Archä. Und das steht für den Anfang von allem. Nicht einfach der Anfang vom Sonntagszopf für Morgen, der in der Familie nicht so beliebt ist, sondern der Anfang von allem, was ist. Und wenn du jetzt mit der Bibel ein bisschen vertraut bist, dann kommt dir, wenn du das hörst, am Anfang auch noch etwas anderes in den Sinn. Dann klingt sie so an. Und ja, du bist recht, wenn du denkst, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Den genau gleichen Anfang benutzt Johannes, wenn er in der Genesis, im Buch Genesis, das erste Buch der Bibel, beschrieben wird. Am Anfang. Und im jüdischen Verständnis ist es allen klar gewesen, das ist der Anfang von allem. Das ist eben Archä. Und am Anfang von allem, da gibt es nur jemand und etwas, und das ist Gott. Gott ist der Einzige, der es gibt, weil er ist der Einzige, der aussen an der Schöpfung ist. Und er schafft den Himmel und die Erde. Er erschafft alles andere. Und der Johannes ist sich dem ganz bestimmt bewusst gewesen, als er das geschrieben hat. Und er hat gewusst, was das dann auch macht mit den Leuten in ihrem Kopf. Und er verweist ganz bewusst darum auf den Anfang von allem. Nur schon mit diesen 2 Worten am Anfang. Jetzt spannend ist, er sagt dann nicht, am Anfang schuf Gott das Wort. Sondern er sagt, am Anfang war das Wort.
Und somit wären wir beim Buchstaben Wort. Und auch den habe ich euch da. Das Wort war also schon am Anfang da gewesen. Und das ist schon ganz eine starke Aussage und ehrlich gesagt auch eine Provokation, zumindest für alle Juden. Weil am Anfang ist nur Gott. Wie kann denn das Wort da sein? Das heisst nämlich, dass es schon vor der Schöpfung war. Es heisst, dass es auf Gottes Seite von der Schöpfung war. Weil es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Es gibt Gott und dann gibt es alles andere, was Schöpfung ist. Aber das Wort ist anscheinend eben schon gewesen. Auf Gottes Seite von der Schöpfung. Hey, das ist so provokant, das ist schon fast ein bisschen Gotteslästerung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wieso hat denn der Johannes da nicht einfach den Stier bei den Hörnern gepackt und allen erklärt, hey, es geht da um Jesus. Wieso macht er das so kryptisch? Und das gibt verschiedene Gedanken dazu. Ich möchte euch zwei zeigen. Das erste ist, dass er damit wahrscheinlich ganz bewusst etwas zeigen wollte. Jesus ist nämlich der irdische Name von dem menschgewordenen Sohn Gottes gewesen. Also er hat den bekommen, als er auf die Erde gekommen ist, vor 2000 Jahren. Und indem, dass er eben nicht einfach den Namen braucht, will er zeigen, der Jesus oder eben das Wort oder der menschgewordene Sohn Gottes, der hat schon viel vorher gegeben. Das ist eben nicht der Jesus, sondern das ist eben der schon viel grösser ist und schon vorher war. Das könnte so etwas sein, was er möglich, was er machen wollte. Mit dem Nicht-Nennen vom Namen hat er betonen, dass Jesus viel grösser ist als das, was man irdisch nur von ihm gesehen hat. Aber es gibt sicher auch noch mehr Gründe. Er spielt nämlich auch mit dem Wort, wie auch anders. Ein Wort ist doch einfach schon genug Grund für ein Wortspiel. Im griechischen Text steht für das Wort Logos. Logos, das heisst Wort. Und für uns in der Zeit nach dem Buchdruck ist es noch schwierig, das loszulösen vom geschriebenen Wort. Weil wir sind so aufs geschriebene Wort ausgerichtet. Wenn ich Wort sage, siehst du Buchstaben. Weil wir führen uns das ja tagtäglich zu. Logos steht aber für das gesprochene Wort. Und das heisst, wenn es ein gesprochenes Wort war, dann muss es einen Sprecher von dem Wort geben. Am Anfang war das gesprochene Wort. Und der Vers lässt uns natürlich erahnen, dass es der Einzige ist, der als Sprecher in Frage kommt, der da auch noch genannt wird in dem Vers. Es muss sich um Gott handeln. Gott hat das Wort gesprochen. Wenn das Wort am Anfang war, muss es gesprochen sein und Gott spricht es. Und so sind wir bei Gott, dem dritten Hauptaussagewort. Das Wort war nicht allein. Gott war auch da. Und Gott ist in dem Sinne der Begründer vom Wort. Und so heisst es ja dann auch, im nächsten Teilsatz von dem Vers, und das Wort war bei Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und jetzt da wieder. Wir haben wirklich ein Problem. Wir haben eine andere Sprache, als der Johannes sie hat. Und das gibt manchmal ein bisschen Barrieren. Und ich versuche euch heute ein bisschen etwas zu zeigen, von dem, was mich auch so fasziniert. Und das Wort bei, oder, da verstehen wir so neben. Das ist wie so, wenn der Matt als mein Gespönli neben mich kommt. Bei etwas sein. Aber das griechische Wort drückt immer noch viel mehr auch eine Beziehung aus. Ja, das kennen wir ja schon auch. Bei heisst ja auch, wir sind irgendwie nahe beieinander. Aber es ist viel umfassender, was das Griechische da sagen kann. Das Wort Pros, das dahinter steht, heisst in dem Sinne auch, und das Wort war zu Gott hin. Und das Wort war auf Gott zu. Und das Wort war Gott gegenüber. Das sind alles Beziehungsausdrücke. Und das Wort war Gott betreffend. Oder eben so simpel formuliert, das Wort war bei Gott. Das heisst, es ist eine Beziehung da. Es nimmt Bezug. Es steht in Bezug zu Gott. Es ist nicht nur örtlich neben Gott, sondern es ist auf Gott ausgerichtet. Und jetzt wird es aber noch spannender, weil dann der nächste Teilsatz von dem ersten Vers ist nachher und das Wort. Und Gott war das Wort. Also, was jetzt? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder Gott war das Wort. Jetzt habe ich einen Knopf im Kopf. Weil, was ist es jetzt? Ist es jetzt bei Gott oder ist es Gott? Um das zu ergründen, lohnt sich den nächsten Vers nochmal anzuschauen, den Vers 2, den habe ich euch auch dabei. Von Anfang an war es bei Gott. Also, okay, das nächste Wundersame an diesen Texten. Die sind so wunderschön gestaltet und ich nehme euch gerne mit auf so eine Wortstruktur, auf ein Muster, das wir entdecken in dem Vers. Das ist ein Muster, das Johannes reingemalt hat, reingeschrieben hat, reingezeichnet hat. Und es ist so ein bisschen wie eine Pyramide. Ich habe das versucht abzubilden, so halb ist es gelungen. Er macht nämlich so wie eine Klammer und drin eine Hauptaussage. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Von Anfang an war es bei Gott. Das ist eine wunderschöne Textgestaltung
von der Antike, wo uns etwas sagen will. Es handelt sich dabei um ein Mysterium, das wir nie ganz klären können. Es ist kunstvolle Schreibart. Und es sagt zweimal, das Wort ist auf Gott ausgerichtet gewesen, und in der Mitte heisst es, aber das Wort ist auch Gott gewesen. Und ich weiss, es ist ein bisschen philosophisch, aber mich begeistert das und ich hoffe, dich auch. Weil eigentlich will er etwas sagen, das man eben mit Worten nicht ausdrücken kann. Und darum kommen jetzt auch ein paar Worte, die ich hier aufgeschrieben habe, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die versuchen zu sagen, was er vielleicht wollte sagen. Nämlich, dass das Wort nicht Gott war, aber dass es gottwärts ausgerichtet war und dass es in seinem gesamten Wesen eben doch gottartig war. Gotthaft. Gott. Und er möchte eben damit sagen, dass das Wort genauso Gott ist wie Gott, aber eben doch nicht Gott. Und jetzt verstehen wir, wieso wir seit 2000 Jahren über die Frage der Dreieinigkeit diskutiert, philosophiert, streitet, weil das Ganze ist recht kompliziert. Aber wir können ein paar Sachen festhalten. Nämlich erstens, das Wort lebt in Gott und aus Gott. Und es ist gottartig. Es trägt alles von Gott in sich. Zweitens, das Wort und Gott sind beide am Anfang schon da gewesen, schon vor der Schöpfung. Vor allem, was geschaffen worden ist. Ja, Gott hat durch das Wort ja dann alles geschaffen, indem er eben gesprochen hat. Und das alles ist ja schon jetzt recht tiefgründig, ich weiss. Und jetzt ist aber die grosse Frage, was hat das mit ihm und meinem mit drin in meinem Leben zu tun, oder? Weil es ist ja auch ein bisschen abgehoben, ein bisschen intellektuell, ein bisschen theoretisch. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken verlieren. Und ich greife ein Wort aus dem Vers. Das erste ist, wir starten natürlich wieder am Anfang, bei den Anfängen. Schau, wenn du mit drin stehst im Leben, hast du auch ganz viele Anfänge schon gehabt. Und du hast immer wieder Anfänge. Alles, was wir schon erlebt haben, alles Schöne, alles Herausfordernde, alles hat irgendwann mal einen Anfang. Ja, wir haben mal Ausbildungen gestartet irgendwann. Und die einen von uns startet es vielleicht nach diesen Sommerferien. Und wir haben Neues gewagt. Und ja, ein paar von uns haben Kinder bekommen. Und ein paar von uns sind Zeugen gewesen, wie neues Leben entstanden ist. Hey, ja, und alle von uns sind hautnahe Zeugen vom Anfang von ihrem eigenen Leben gewesen. Aber ich will den sehen, der sich noch daran erinnert. Wir haben so viele Anfänge in unserem Leben. Das Leben besteht aus Anfängen. Und neue Anfänge stehen uns noch bevor. Und vielleicht kommen gerade nach der Sommerferien eben wieder so neue Anfänge, nach der Halbzeitpause. Eine neue Schule, eine neue Arbeit, eine neue Lebenssituation, eine neue Partnerschaft oder vielleicht gerade keine mehr. Erwartung auf Neues. Und ja, jetzt merken wir schon, das ist spannungsvoll, weil Neues für die einen ist so, hey, endlich etwas Neues, ich habe das Bore-out-Syndrom, gell? Jetzt muss mal etwas Neues kommen. Bring it on. Aber für die anderen ist es etwas Neues, hey, das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Das überfordert mich. Bedenken, Anspannung, positive Anspannung, Vorfreude, aber auch eher sorgenvolle, belastende Anspannung. All das sind Anfänge. Und ich glaube, in dieser Situation ruft uns der Vers, es gibt auch den einen Anfang, der vor allem war. Und von dem redet der Vers. Und bei dem Anfang war es nur Gott und das Wort. Und sie sind vor allem und sie überdauern auch alles. Unser Leben und unser ganzes Sein. Hey, und jetzt versteh mich richtig. Damit will ich jetzt nicht einfach deine Sorgen klein reden, weil das wäre echt billig. Und alles so ein bisschen flach machen und ausnivellieren. Nein. Das will ich wirklich nicht. Aber der Fakt gibt irgendwie einen guten Rahmen. Wir könnten das so sagen, dass unser Zmitz drin dreit ist von dem grossen Anfang und Ende, wo Gott ist. Ich habe euch das hier aufgezeigt. Wir sind dreit. Und das zu wissen, ganz persönlich, gibt mir Halt. Es gibt mir zmitz drin Gelassenheit. Tut es nicht gut, in allen Aufs und Abs vom Leben, wo du vielleicht jetzt gerade da drin stehst. Und das ist mein ermutigender Zuruf von dich heute Morgen. Alles Neue, was kommt, ist Streit vom grossen Gott und seinem Wort. Und ja, das gibt vielleicht eine kleine Relativität oder so ein bisschen, es setzt ein bisschen in Bezug, was gerade bei dir ist, auch wenn es nach einem riesen Sturm aussieht. Gott und Jesus sind vor allem gewesen und sie werden alles überdauern. Da steht noch der grosse Gott drüber. Mit drin, heute ermutige ich dich in Gottes grosser Geschichte fallen zu lassen und Gelassenheit zu erleben. Mit drin finden wir aber auch Bedeutsamkeit und Beauftragung. Weil es gibt ja einen riesigen Kontrast jetzt zwischen dem grossen Anfang von Gott
dem Anfang von allem und diesen ganz vielen Anfängen, die du und ich in unserem Leben haben. Und in dem Sinn zeigt uns das auch, Gott ist ewig und unser Leben da ist begrenzt. Und die Begrenzung trägt Bedeutsamkeit, weil es heisst auch, du hast jetzt Zeit. Jetzt ist Zeit. Die Zeit ist kostbar. Und hey, du darfst sie nutzen. Das ist das Geschenk vom Leben. Darum ruft der Vers auch zu, gestalt dein Leben. Leb's als ein Mensch, als eine Person, wo Gott oder eben einem Wort nachfolgt und sich auch gottwärts ausrichtet. In all diesen neuen Anfängen, in all diesen Auf und Abs. Und da drin kann das Wort auch durch dich und mich sichtbar werden. Und darum möchte ich dich heute mit drin ermutigen, dich und dein Leben als ein kostbares Teilstück von der grossen Geschichte von Gott und den Menschen zu sehen. Wo du eingeladen bist, aktiv mitzugestalten. Und heute ist der erste Tag vom nächsten Teil von deinem Leben, wo du etwas Neues kannst wagen. Vielleicht gerade auch, wenn du entmutigt bist und denkst, meine Anfänge verkacken immer. Sag, hey, jetzt, mit dir Gott, ich richte mich aus. Heute ist der erste Tag von einem neuen Leben. Und dann landen wir beim letzten Schlagwort, das ich heute verwendet habe, auch im Titel dieser Predigt. Ich glaube nämlich, dass die Texte uns genau dazu möchten ermutigen, dass sie uns möchten auf das wahre Leben mit drin hinweisen. Und im Vers 4 vom Johannesevangelium, Kapitel 1, steht das genau so. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Leben bedeutet in diesem Vers und in dem Kontext vom Evangelium immer das ewige Leben. Und damit haben wir auch gerade schon wieder eine zeitliche Vorstellung, also das Leben nach dem Tod. Moment. Es steht vor allem für das göttliche Leben. Es steht für ein Leben von neuer Qualität. Nicht ein Leben nach unseren Maßstäben von den Geschöpfen, sondern nach dem von Gott. Und das ist Leben, das schon jetzt in dein mit drin hineindringen. Die Ewigkeit ist jetzt schon ergreifbar, erfahrbar im Frieden von Gott, in seinem Licht, das kommt in dein Leben. Im Shalom, wo jetzt schon Raum sich greifen bei dir. Es ist ein Leben in der Fülle. Und es ist nicht nur in der Zukunft anzuordnen, sondern es darf jetzt schon in dein mit drin hineinkommen. Und du kannst es jetzt schon im mit drin erleben. In Jesus, im Wort, im Christus. Und dann, oder ja, es geht noch weiter, jetzt noch einer für die Nerds, sonst kannst du abschalten. Leben und Licht gehört immer zusammen. Das steht in dem Vers, oder? In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht. Und jetzt, oder der Johannes, der hat halt das schon gekannt aus dem Genesis. Weil dort ist interessant zu sehen, das Erste, was heisst, dass Gott gesprochen hat, war, es werde Licht. Und das Licht war gut. Also wo Gott anfängt zu arbeiten, schafft er als erstes Licht. Und dann kommt wieder der Bezug. In ihm ist das Licht, in Jesus. Ich feiere das massiv ab. Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Wo Jesus in dein Leben kommt und das Licht kommt Licht rein und das Licht ist gut. Und das Licht gibt Halt. Und das Licht gibt Orientierung. Und das Licht fördert Wachstum und Entwicklung. Und das Licht wärmt. Und das Licht haben wir, wenn wir in ihm sind. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, aber der Jesus, der hat ja das irgendwie, ja, der ist halt eben Gott gewesen. Ja, nein, er ist eben auch Jesus gewesen. Und Jesus weiss, was es bedeutet, mitten im irdischen Leben hineinzustehen. Weil er ist ganz Mensch geworden. Eben mitten reingekommen. Er ist eben vom Wort zu Jesus geworden. Und ihn kannst du an deiner Seite wissen. Und er hat die Endlichkeit von dem Leben überwunden. In all dem, was dich jetzt gerade bedroht. Und so, die Predigt heute, die katapultiert dich nicht aus deinem Zmitz drin raus, nicht aus der Mitte von 2023, nicht aus den Umständen von deinem Leben. Und ich meine, vielleicht bist du Gott froh, weil es einfach gerade rockt, dein Leben, dann gratuliere ich dir. Und vielleicht denkst du, ja, aber es wäre so schön gewesen, oder? Rasch in die Kirche kommen und einmal rasch weggespaced werden. Aber das macht es nicht. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch nicht, dass es macht. Ich glaube, es gehört zum Leben in der Fülle. Und mein Gebet ist aber, dass die Predigt dich ermutigt, mit drin, im Leben, auf Gott und auf das Wort, dich neu auszurichten. Vielleicht gerade in diesem Summer Break, vielleicht gerade in dieser Übergangsphase vom Jahr, vom Halbjahr 1 ins Halbjahr 2. Vielleicht ist es der Moment, weil auch sonst um dich herum so ein paar neue Anfänge anstehen.
Vielleicht aber auch gar nicht. Und du merkst aber, jetzt ist es dran, um Verantwortung übernehmen und zu machen. Ich bete dafür, dass die Predigt dir zuspricht, dass du bereit bist, genau in deinen Umständen, von einem riesigen Anfang, wo alles überdauert und im ewigen Leben mündet. Egal wie die Umstände sind, noch so hoffnungslos oder ohne Perspektive. Und mein Gebet ist, dass du gestärkt wirst, mit Zuversicht auf deine neuen Anfänge zu schauen, die jetzt gerade vor dir stehen, die vielleicht morgen anstehen, vielleicht schon heute Nachmittag, vielleicht in einer Woche, 2. Wo du vielleicht eigentlich gar nicht möchtest, wo du versuchst wegzuhalten, neue Gedanken, jetzt noch ein bisschen Ferien machen zuerst, gell? Ich kenne das alles. Die Anfänge, wo dir das Leben einfach zuspielt, wo dich überrumpelt und sich von hinten anschleicht und sich über dich hermachen. Ja, mein Gebet ist, dass sie dich ermutigt, auch neue Anfänge ganz bewusst zu suchen. Vielleicht, weil du merkst, es ist langsam ein bisschen boring. Vielleicht auch, weil du merkst, es ist einfach höchste Zeit. Weil im Moment hast du falsche Fokuspunkte. Du bist nicht gottwärts gerichtet. Du bist auf anderes ausgerichtet, wo du dir Leben versprichst daraus. Aber da heisst, das Leben ist in ihm. In ihm, der ganz gottartig ist. In ihm, der Gott repräsentiert. In ihm, der gottwärts, auf Gott hin, zu Gott hin ist. Hey, du bist eingeladen, genau diesen Wandel zu machen. Und ich rufe dir das heute zu. Wend dich ihm hin. Dem ewigen Leben, das schon jetzt in deine irdische Realität eingreifen will. Ich möchte beten. Jesus, und als erstes beten wir, dass du mit deinem Licht kommst, wie das heisst, da im Johannes 1, Vers 4, mit deinem Licht mitten in unser Leben, dass du sie durchleuchtest. Das ist ihnen schön auch am Sonntag, am Ausrichten auf dich. Dass du kommen und Klarheit geben dort, wo wir drinstehen. Schenk dein Licht. Vielleicht gerade dort, wo es mega dunkel ist im Moment. Aber auch dort, wo wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich auf der Sonnenseite stehen. Komm mit dem klärenden Licht. Und zeige uns so den Weg. Ich bete zu dir, Vater im Himmel, dreieiniger Gott, gib uns Perspektive in unserem Znitz drin. Und du siehst jede Einzelne und jeder Einzelne da drin und was es für ihn gerade heisst. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber du weißt es. Und ich bitte, dass du mit deiner Perspektive reinkommst. Und Heiliger Geist, hilf uns, mit den neuen Anfängen umzugehen, die wir vielleicht gar nicht gesucht haben, die aber einfach da stehen, uns zugetragen werden, wo das Leben uns anspielt. Führe uns in denen. Begleite uns. Ermutige uns. Tröste uns. Steh uns bei. Und zeige uns, wo auch neue Anfänge liegen können. Führe uns zu denen. Ruf uns. Und mach das mit deinem Licht, Jesus Christus. Amen. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, um auf das zu reagieren. Du hast ganz viele Optionen, wie jeden Sonntag. Und das macht eben Kirche auch aus, dass es ein Ort ist, wo wir reagieren können, wo wir justieren können, uns gottwärts richten. Und meine erste Einladung ist wie jeden Sonntag auch an die Menschen, die merken, sie müssen grundlegend den Entscheid mal treffen, sagen, ich muss mich gottwärts ausrichten, mich hinwenden. Denn wenn du das bist und vielleicht das erste Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, dann lade ich dich ein, das heute zu tun, auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und du hast die Möglichkeit, das mit jemandem zu machen, der dich da mitgenommen hat oder der mit dir vor einem Livestream sitzt oder auch dem, dass du zu unserem Ministry-Team kommst. Das ist das Gebetsteam vor Ort, das mega gerne mit dir betet. Du kannst aber auch online auf den Button Live-Gebet drücken, wenn du irgendwie einen Gesprächspartnerin brauchst für das. Und auch sonst möchten wir heute einfach einladen fürs Gebet. Wenn du sagst, hey, du brauchst ein Segen, das Gebet um Heilung, um Stärkung oder eben etwas nochmal neu festzumachen vor Gott, dann lass es nicht an dir vorbeiziehen. Es ist heute der erste Tag von deinem nächsten Teil vom Leben und du kannst das heute machen. Und sonst sind wir miteinander vor Gott. Wir richten uns aus, gottwärts. Wir drehen uns um ihn in der kommenden Zeit.